Idyllisch, oder? Nee, nicht wirklich. Guten Morgen, liebe Reisefreunde. Wir sind mitten in Sevilla. Dieser Campingplatz, der hier aussieht wie ein Autoabstellplatz, der liegt wirklich mitten in Sevilla. Und dahin nehmen wir euch heute mit. Los geht's! Der Stellplatz, den wir euch heute Morgen gezeigt haben, wo wir geschlafen haben, ist nicht der einzige in Sevilla. Hier gibt es noch einen zweiten, wir schreiben euch den Namen unten hin. Der hat allerdings gar keine Amenities, also kein Internet, keine Dusche, kein Strom. Der kostet 10 Euro, unser kostet 12 oder 15, das wissen wir leider noch nicht so genau. Er kostet 12 ohne Strom und 15 mit Strom. Okay, wissen wir es trotzdem, das ist gut. Und ja, für alle die sich für die Temperaturen interessieren, wir haben momentan 6 Grad, ist also nicht wirklich warm. Sevilla gilt ja als Epizentrum der Hitze. Und in der Nacht hatten wir knackige 4 Grad, das war dann schon ziemlich kalt. Aber ja, wir genießen jetzt die Sonne, gehen weiter in die Stadt. Unterwegs kriegen wir hoffentlich noch eine SIM-Karte, ein bisschen Internet, aber da seid ihr natürlich mit dabei. Kommt, es geht nach Sevilla. Bleiben wir unserem Motto, als allererstes ins Visitor Center zu gehen, natürlich treu. Dieses Mal glaube ich aber, wenn ich es mir nur ganz fest und genug dolle vorstelle, erscheinen die Prospekte einfach hier in meiner Hand. Und da sind sie auch schon. Okay, ob das jetzt wirklich ganz so war, wie ich das erzählt habe, spielt ja keine Rolle. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier einen Guide, der hat die verschiedenen Sehenswürdigkeiten so ein bisschen drin, inklusive beschrieben. Wir haben hier einen Spielplan von den verschiedenen Flamenco-Shows und wir haben natürlich auch eine Karte, wo man die ganzen Sachen so ein bisschen nachschauen kann. Momentan stehen wir hier bei diesem Kreisverkehr beim Plaza de España und da beamen wir uns jetzt auch direkt hin. Und schon sind wir am Plaza de España. Von unserem Campinghaus waren das rund 20 Minuten mit dem kleinen Abstecher, den wir noch gemacht haben, vielleicht 25. Und jetzt sind wir hier, einer der gigantischsten Plätze hier in Sevilla. Gebaut wurde dieser Platz, die Plaza de España, zur Expo 1929. Der Durchmesser von dieser halbrunden Gebäudeform beträgt ganze 200 Meter. Es gibt hier also ordentlich was abzulaufen und ich glaube, wir gehen jetzt einfach ein bisschen näher hin und schauen uns das detaillierter an. Direkt vor der Plaza de España liegt dann auch der Park Maria Luisa, ein richtig weitläufiger grüner Park mit vielen Wasserquellen, mit Teichen, mit Brunnen und auch ganz vielen exotischen Blumen, Pflanzen,
Papageien. Papageien, alles Mögliche. Lohnt sich also auch, sich da noch ein bisschen Zeit zu lassen. Speziell im Sommer, wenn es hier so richtig drückend heiß ist, ist der Park natürlich ein wunderbares Plätzchen für ein bisschen Erholung. Sevilla ist eine richtig grüne Stadt. Hier sind wir im Eingangsbereich des Parkes von Alcázar. Es gibt hier eine große Burg, die werden wir später noch sehen, zumindest von außen. Und hier sind wir eben im Burggarten sozusagen dazu. Der Park an sich kostet Eintritt, hier ist einfach ein kleiner Teil davor. So herrlich die Orangen hier auch aussehen. Tja, pflücken kann man sie noch, aber essen würde ich sie dann definitiv nicht. Das sind Zierorangen, also eine Sorte, die ganz bitter ist. Nicht wirklich lecker. Dazu, gut, hier fährt jetzt nur das Tram, aber meistens stehen die gerne an den befahrenen Straßen und die saugen sich natürlich das ganze Jahr über mit Abgasen voll. Tja, leider wirklich nur schön fürs Auge. In einem der letzten Videos im vergangenen Jahr habe ich gesagt, ich möchte nicht mehr so viel schwärmen, und dann haben wir Dutzende Mails erhalten von Leuten, die geschrieben haben, doch, mach weiter und schwärmen davon. Aber was soll ich sagen, in Sevilla lässt sich natürlich wieder optimal schwärmen. Diese Stadt ist einfach wunderschön. Ihr habt die Bilder bis jetzt gesehen, das Lebensgefühl, die Vibes, die Architektur, es ist einfach nur wunderschön. Und ich muss an dieser Stelle einfach mal sagen, dass ja, Portugal bei uns sozusagen schon ein bisschen vergessen ist, weil ja, ihr wisst es, Spanien ist wunderschön und Sevilla toppt einfach alle Städte in Portugal. Es ist wunderschön und wir genießen jetzt die Stunden hier. Auch im Februar kann man Frozen Joghurt essen. Heute ist echt ganz schön warm und ich glaube, danach muss ich meine Jacke ausziehen. Wenn die Sonne da ist, dann ist es echt wunderbar von den Temperaturen her. Hinter mir seht ihr meine große Leidenschaft, die Pferde. Es gibt hier unzählig viele Kutschen, die die ganzen Touristen durch die Straßen chauffieren. Naja, ich finde ja Attraktionen, die mit Tieren durchgeführt werden, nie wirklich toll, weil ob die Pferde das wirklich so gut abkönnen, naja, wahrscheinlich eher nicht. Egal, die Pferde sind hier, ich zahle bestimmt nichts dafür, aber ich freue mich, sie zu sehen. Mittlerweile stehen wir hier bei der Giralda und der Kathedrale, dem Wahrzeichen von Sevilla. Einst wurde dieses Gebäude als Moschee erbaut, eine prächtige große Moschee mit 2 Minaretten. Auf diesen waren Kugeln aus purem Gold. Die konnte man aus 40 Kilometer Entfernung sehen. Wahnsinn, ein riesiges Bauwerk. Als die Christen dann hierher kamen, fanden sie das Bauwerk zwar imposant, aber sie wollten natürlich eine Kirche bauen. Sie haben das Minarett fast vollständig zerstört, nur der Paseo de Naranja, also der Innenhof der Orangen, und eines der 2 Minarette haben sie stehen gelassen. Das Minarett, das jetzt noch steht, das wurde zu einem Kirchturm umgebaut und gilt jetzt so ein bisschen als das wahre Highlight von Sevilla. Ihr seht es, die Kirche, die ist noch, oder die Kathedrale, die ist immer noch gigantisch und riesig. Die gebaut haben, war der Grundsatz so ein bisschen, komm, lass uns eine Kathedrale bauen, die so riesig und gigantisch ist, dass jeder, der sie sieht, denkt, die sind vollkommen irre. Ja, ich glaube, wenn ihr sie anschaut, das haben sie geschafft, und es war auch die drittgrößte Kathedrale, die es überhaupt in Europa gab, hinter dem St. Petersdom und der Kathedrale in London. Und falls ihr euch jetzt fragt, was hier im Hintergrund die ganze Zeit so fürchterlich krächzt, man könnte ja meinen, das seien auch wirklich hässliche Vögel, aber nein, das sind kleine Papageien. Falls ihr dieses Geräusch irgendwo im Süden von Spanien oder auch in Portugal hört, da haben wir sie nämlich auch gesehen, dann schaut euch unbedingt um. Wahrscheinlich entdeckt ihr Palmen oder hohe Bäume und in denen sitzen diese etwa so großen, kleinen, grünen Papageien. Die machen einen Heidenmeister. Deshalb
Ihr werdet sie immer erst hören und dann sehen. So, Zeit für eine Pause oder besser gesagt Zeit für eine Arbeitspause. Wir haben nämlich noch etwas ganz Wichtiges vor uns und zwar müssen wir euer Video hochladen. Den Staffelstart, die erste Folge vom Montag, die laden wir jetzt hier im Park in Sevilla hoch zu einem Preis, den wir schon lange nicht mehr bezahlt haben. Wir sind endlich online, wir haben Internet und zwar von Orange. Da kostet 6 GB 20 €, man bekommt noch 2 GB extra dazu. Also wir haben 8 GB für 20 €. Die 8 GB, die reichen uns wahrscheinlich für etwa 2 bis 3 Tage. Also kein Vergleich mehr zu Portugal, wo wir Internet für 1 € pro Tag unlimitiert hatten. Aber ja, ist uns ja wichtig, dass die Videos hochgehen. Dafür haben wir heute auch ausnahmsweise den Laptop mit in die Stadt genommen und hoffen jetzt, dass das Video so schnell wie möglich hochlädt, dass wir nachher die Stadt weiter erkunden können. So, Video ist online. Hat nur eine Viertelstunde gedauert, war halt einfach teuer. Wir haben dazu auch noch herausgefunden, dass wir gar nicht 8 GB haben, sondern nur 6. Die 2 hat als Promotion für das Doppelte gegolten, also 3 plus 3 sind 6 GB. Für 20 €, total überrissen. Jetzt müssen wir schauen, wie wir die Videos dann in Zukunft hier in Spanien hochladen. Entweder irgendwie in einer Bibliothek oder in einem Café, aber über die SIM-Karte geht es momentan definitiv nicht. Der Staffelstart, der hat aber geklappt, den habt ihr sicher schon alle gesehen. Wenn nicht, dann unbedingt nachschauen. Hier oben? Ja, hier oben, genau. Diesmal auf der richtigen Seite. Ja, und wir gehen jetzt weiter durch Sevilla. Vielleicht finden wir noch irgendwo etwas Leckeres zu essen. Bis jetzt ist es ja wirklich ein Traum hier in der Stadt. Die Sonne scheint auch weiter, die Pause hat gut getan. Auf geht's! Sevilla gehört nicht nur der Flamenco, sondern natürlich auch Tapas. Und wir haben uns jetzt hier bestellt von der Estrella und warten gespannt. So, und so sieht jetzt das Ganze gedeckt aus. Hier haben wir Kroketten und Manchego-Käse. Die liebt Steffi so sehr. Für mich gibt es russischen Salat und frittierte Boquerones. Richtig lecker. Sieht hammergut aus. Dazu gibt es typischerweise ein Tinto de Verano, ein typisches spanisches Getränk. Dazu hat Steffi auch einen Artikel geschrieben, den findet ihr jetzt hier oben. Wir lassen es uns schmecken und sagen: Bon provecho! So, das war unser kurzer Stopp hier in der Tapas Bar. Jetzt geht es weiter. Hier beim Metropol Parasol angelangt. Das ist die größte Holzkonstruktion weltweit. Und Holzkonstruktion, falls ihr jetzt so gerade schaut wie ich, dann ja, also ich bin einig mit euch. Das sieht so dermaßen nicht nach Holz aus, aber es soll halt so sein und dann glauben wir das auch. Insgesamt 6 Jahre wurde an dieser Konstruktion gebaut. Der Architekt war übrigens ein Deutscher. Ob das einem gefällt oder nicht, Kontroversen gab es alle Male, vor allem aber auch wegen der massiven Zeitüberschreitung und der Budgetüberschreitung während des Baus. Trotzdem hat diese Konstruktion einen Preis gewonnen und als Tourist ganz spannend, man kann hier eine Karte lösen, kann hochfahren, ich glaube es ist ein Aufzug, wenn ich das recht in Erinnerung habe, und kann von dort oben so richtig schön über die Stadt schauen. Perfekt natürlich zum Sonnenuntergang, bloß ich bezweifle, dass wir heute die Sonne noch mal sehen. Und deshalb werden wir gar nicht erst hochfahren, zeigen euch aber jetzt ein Bild von vor 1,5 Jahren, als wir hier wirklich im Hochsommer waren, als die Sonne dann auch wirklich perfekt untergegangen ist, das Licht, alles einfach genial war. Deshalb jetzt ein halbjähriges Bildmaterial für euch. Und nun, Leute, kommt das Highlight des Tages. Wir gehen zur Flamenco-Show und ihr seid dabei. Das ist mal was wirklich Exklusives, weil normalerweise darf man da drin nicht filmen, aber
wir dürfen. Nur für euch. Kommt mit, jetzt geht's los. Flamenco, das Feuer Spaniens. Wir werden es hautnah erleben. Und ihr hoffentlich in Kürze direkt hier vor Ort selber, weil so eine ganze Show macht dann doch nochmal was ganz anderes hier als ein paar Sekunden Videoausschnitt. Was für ein Erlebnis, während es oben im oberen Saal, wo die normale Vorführung war, wirklich eine grandiose Show war, ist es hier unten im privaten Keller ein Fest. Hier wird man richtig mitgezogen, hier spürt man den Takt überall in seinem Körper und weil man wirklich so nah dran ist, fühlt man sich, als wäre man integriert, als wäre man Teil von dieser einzigartigen Show. Macht das unbedingt. Wenn ihr nach Sevilla kommt, dann besucht unbedingt eine Flamenco-Show und wir legen euch natürlich ans Herz, hier ins Museo de Baile Flamenco zu kommen. Alle Informationen zu dieser Show, wann die Spielzeiten sind und so weiter, das findet ihr unten mit dem Link direkt hier zum Museo de Baile Flamenco. Und das war es jetzt definitiv von uns aus Sevilla. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Teilt dieses Feuer Spaniens mit euren Freunden. Und wir sehen uns dann am Samstag. Bis die Tage. Tschüss.